Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Konrad-Adenauer-Stiftung Belarus. An diesem frühlingshaften Tag im April grüße ich Sie herzlich aus Kaunas, der zweitgrößten Stadt Litauens. Kaunas gilt vielen als die wohl litauischste aller Städte und war in der Zwischenkriegszeit sogar provisorische Hauptstadt des Landes. Nichtsdestotrotz finden sich auch hier viele europäische Spuren. Zum einen war die Stadt immer wieder Austragungsort des vielleicht längsten Krieges der europäischen Geschichte, während der sogenannten Litauer Feldzüge des Deutschen Ordens, die von ihrem Kerngebiet, im späteren Ostpreußen, immer wieder versuchten, Litauen in die Knie zu zwingen und zu erobern. Immer wieder wurde die Burg von Kaunas dabei zerstört, doch die fleißigen Litauer haben sie immer wieder aufgebaut, bis sie es schließlich schafften, nach der Schlacht von Tannenberg die Oberhand zu gewinnen und ihre Unabhängigkeit zu verteidigen. Nach der dritten Teilung Polen-Litauens dann kam das Gebiet bis Kaunas zu Preußen und später startete von hier aus Napoleon seinen schicksalshaften Angriff auf Russland, der im Jahre 1812 zur totalen Niederlage führen sollte. Doch auch Belarus hat zwei ganz besondere Verbindungen zu dieser Stadt. Das eine ist der Fluss, den Sie im Hintergrund sehen, den wir auf Deutsch unter dem Namen Memel kennen, der in den slawischen Sprachen Njemen oder Njomen heißt und den die Litauer Nemunas nennen. Dieser Fluss entspringt in Belarus. Das andere ist der zweite Fluss, der ebenfalls in Belarus entspringt. Auf Deutsch trägt er den Namen die Wilde, die Slawen nennen ihn Vilja und auf Litauisch heißt er Neris, der Fluss, der auch durch die litauische Hauptstadt Vilnius fließt. Beide Flüsse entspringen in Belarus und kommen hier zusammen. Aus Belarus hierher und zusammengekommen sind an diesem Wochenende auch die Stipendiatinnen und Stipendiaten unseres sogenannten Surplus-Programms, das sich an junge Studierende richtet, die wir besonders von unserem Büro aus fördern. In den letzten 3 Tagen hatten wir hier mit Ihnen zusammen ein spannendes Programm, das sich vor allem mit dem Thema Wahlen beschäftigt. Dieses Jahr wird es Wahlen geben, nicht nur in den 4 deutschen Bundesländern, sondern auch auf der Europäischen Union, in Litauen Präsidentschaftswahlen und auch in Belarus wird es Wahlen geben, wenn auch noch nicht angekündigt worden ist, welche Wahlen das sein werden, Präsidentschafts- oder Parlamentswahlen. Мне кажется, что стипендия фонда Конрада Аденауэр – это замечательная возможность для белорусских студентов обменяться мнениями по поводу текущей ситуации в стране, в мире. И для меня это очень хорошая возможность встретить людей, которые разделяют мои взгляды, от которых я могу узнать что-то новое, и которые дают мне мотивацию развиваться и хотеть сделать свою страну лучше. This stipendiat program is very important in terms of understanding better how the Europe functions, how Belarus and Europe can benefit from each other, how things are done in the European Union. We had many good discussions. We had some seminars with experts where they drew very interesting ideas. They passed the ideas and information on different spheres, in politics, in economy, in international relations. It was very interesting both in academic fields, for academia, for studies, and in practical dimension as well. Mit unserem Stipendiatenprogramm fördern wir junge Nachwuchskräfte aus Belarus, die sich nicht nur durch gute Noten an der Uni auszeichnen, sondern auch dadurch, dass sie bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, dass sie sich engagieren für ihr Umfeld, für ihre Gesellschaft und für ihr Land. Dadurch möchten wir als Konrad-Adenauer-Stiftung einen Beitrag zu einer guten Entwicklung in Belarus leisten. Das war's für heute von uns. Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Karwoche und eine schöne Osterzeit. Schönen Gruß, Kasp Belarus.